Lackschuh vom Matthias Zesch. Wie der Jakob in der 3. Klasse war, das war noch vorm Krieg, sind alle Kinder zur ersten heilige Kommunion gegangen. Da haben dann alle Mädchen weiße Kleidscher gekriegt und alle Buben schwarze Kommunionsanzüge. Und dazu hat man ein paar Schuhe gebraucht. Keine genachelte und auch kein Holzschuh. Nee, was Besonderes. Ein paar schwarze Halbschuhe. Und das Allerbesonderste waren damals schwarze Lackschuhe. Kein Mensch im Dorf hat damals Lackschuhe angehabt. Ja, schon nirgends verwenden gekannt. Nicht für ins Feld, nicht für in den Stall, nicht für in die Schule. Nur für ganz besondere Anlässe. Und die waren selten. Und Lackschuhe waren teuer. Sauteuer sogar. Die Anna, Jakob seine Mutter, hat lang putzen gehen gemisst, bis es Geld zusammengehabt hat. Das bissel Feld, der Mann sterbenskrank, es waren halt arme Leute. Aber für ihren Einzigen hat's ein besonders schönes Fest sein müssen. Und so ist er mit dem Jakob in die Stadt gefahren, mit dem Zug, und hat ihm mit dem ganzen zusammengesparten ein paar schöne, glänzende, schwarze Lackschuhe gekauft. Alla, der große Tag ist gekommen. Der Jakob hat sich in seinen Anzug gezwängt, hat die Festtagsschuhe angezogen, sein neues Gesangbuch, sein Rosenkranz und sein Kommunionkatz genommen und ist mit seiner Mutter in die Kirche geschritten, stolz wie ein König. Es war schönes Wetter, die Backe und die Schuhe haben geglänzt, die Kinder sind strahlend mit dem Pfarrer und der Messdiener in die Kirche eingezogen. Alle Leute haben geguckt, es war eine erhebende Feier. Sie haben sich benommen, fast alle miteinander. Die Schwester Genoveva hat aufgepasst und die Anna war so stolz auf ihren Jakob und hat sich mit ihm gefreut. Die Kirche war rum, da sind sie heimgegangen zum Essen. Es hat was Gutes gegeben, Marknäpfchersuppe und Rollbrot und Gebretelte. Am Jakob hat's geschmeckt nach den Aufregungen und seinem Vater und seiner Mutter auch. Und wie mittags die Dankandacht in der Kirche dann endlich auch rum war, hat der Jakob nix mehr so richtig zu tun gehabt. Da ist er halt ein bisschen spazieren gegangen. Mit dem guten Rat von der Mutter, gell, pass auf deine Kleider auf und auf deine Schuhe. Und der Jakob hat genickt und sich's fest vorgenommen. Und wie er so die Straßen runterläuft, kommt er auch in die Nähe vom Schulhof. Da waren noch andere Kinder, Kinder, die wo keine Kommunion gehabt haben und keinen Anzug an, die waren halt wie immer. Und die haben grad Fußball gespielt auf dem gepflasterten, harten Hof. Das hat sich der Jakob eine Weile schon angeguckt, die Hände in der Hosentasche. Und es hat ihn angefangen zu jucken, an der Zehenspitze und in den Knie. Aber er hat sich im Griff gehabt. Noch. Er hat's ja versprochen gehabt. Es war erst vorbei, wie der Sepp zum Rüber geblättert hat. Was stehst denn da rum und tust uns anglotzen wie ein Herd lilane Kieh? Schaff dich fort oder komm bei. Wir brauchen dich dringend. Sonst ziehen die uns ab. Bei so'm unvorhersehbaren Notfall muss man sofort eingreifen, hat dem Jakob sein gutes Herz gesagt. Alla, der Jobbe übers Geländer, die Krawatte zu und neugestürzt in den Kampf. Bei der Sort von Buben hat man mit und ohne Balle als mal richtig hinlange gemisst, da ist ihm nix geschenkt worden. Der Jakob hat sein Gewissensbisse gründlich ausgemetzt, er hat 7 Tore neu gedroschen und 5 mit Heldeneinsatz verhindert. Hingelegt hat's nicht so oft, aber die Schuhe sind halt ein bisschen arg beansprucht worden. Bis er endlich 5 geschlagen hat, der Sieg knapp errungen war und die Kicker genug hatten, da ist er heimgelaufen, auf seine Strümp. Die schönen, neue Lackschuhe waren nämlich neben an der Seite aufgeplatzt, der Absatz davon geflogen und die Sohle auch ab. Da hat er's halt ausgezogen, die Überzwerche-Dinger, die haben ja wirklich grad gar nichts ausgehalten. Beim Heimkommen hat sich der Jakob ein bissel gefärscht vor dem Donnerwetter. Der Vater ist im Hof im Lehnstuhl gesessen. Ja, Jakob, wie kommst denn du daher? Hat halt der Jakob gleich laut Bericht erstattet. Ich hab nachher im absoluten Notfall ein klein bissel Fußball mitgekickt. Aber die haben das nicht ganz mitgemacht. Der Vater hat die schwarze Schuhreste genommen, hat sich die Schäden betrachtet und auch ganz ruhig zum gesagt. Ja, kein Wunder. Es sind halt dämliche Lackschuhe. Da ist auch schon die Mutter rausgekommen. Ach Gott, die schöne teure Schuhe, hat sie gestöhnt und die Lippe zusammengepetzt. Aber es war ja das große, schöne Fest von ihrem Einzigen. Da wollte sie doch nicht alles
mit Schelte verderben. Schade vor, da ist nix mehr zu machen. Na, wenigstens für die Kirschhänse kalten. Komm, wäsch dich, Jakob, es gibt was zu essen. Und seit dem Tag hat der Jakob kein Lackschuh mehr angezogen. Für das, dass sie so teuer sind sie einfach für viel zu wenig zu gebrauchen.